Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit The Longing. Steht auch dort oben links im Eck. So, und ich war ja gestern noch zu Hause. Ich habe da mal ein Bett gebaut. Bett steht, wunderbare Sache. Aber dann dachte ich so, ich kann jetzt nicht nur den ganzen Tag ein Bett bauen. Das geht ja gar nicht, ne? Ich gehe mal hoch und gehe mal hier anfangen, ein bisschen hier dran zu klöppeln. Und seht ihr das da? Mir ist eine Hacke zerbrochen. Ich habe genau einen Knacks gemacht. Ich kann es ja nochmal zeigen. Hack nochmal. Der Schatz ist hinter einer nahezu undurchdringlichen Scheibe aus Kristallglas. Nicht, dass ich damit viel anfangen könne. Ja, hack, mein Kollege. Ich könnte versuchen, das Glas mit einer Spitzhacke einzuschlagen. Immer noch eine schlechte Idee. Okay, siehst du, trotzdem versuchen. Jetzt pass auf. Klack. Nun, das war ein völliges Debakel. So. Ich sag aber, hack weiter. Nochmal hacken. Also, mach weiter. Wir haben 4 Hacken, also theoretisch, also eine ist kaputt, eben gerade die zweite. Ich guck mal. Mach weiter. Okay, es wird... Ah, die Hacke ist ganz geblieben. Oh, das Glas ist gesplittert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es ganz zerbricht. Ja, das Schlag safe. Dann hack weiter. Ja. Ja, ich weiß, dass es eine Frage der Zeit ist. Du sollst hacken. Ach so. Na, da hack doch. Hacken. Okay, der will nicht weiter hacken. Okay, also wir haben jetzt wohl gerade gelernt, ja, geht von alleine kaputt. Ja, super. Das ist jetzt wieder, ich dachte jetzt dann kriegen wir das Glas kaputt und dann fällt da Gold raus oder so. Komm mal her, den nehmen wir mit. Und dann kann ich irgendwie, keine Ahnung, mit Gold was machen. Weiß ja auch nicht. Ja. Stattdessen, ja, stehe ich jetzt hier rum. Oh, geil, Kohle. Ah, doch nicht. Und weiß ehrlich gesagt jetzt gerade mal wieder nicht, was ich machen soll. Okay, dann machen wir uns auf den... Komm, wir gehen nach oben. So. Ein kleiner Spaziergang. Ja, ein ganz kleiner Spaziergang. Okay, dann gibt das hier wieder eine Walking-Folge. Walking-Folgen sind insofern eine feine Sache, als dass ich da einfach ohne Hände 40 Minuten labern kann. Da freut ihr euch drauf, oder? Und ihr könnt nicht wegrennen. Nicht wegschalten, das macht man nicht. So, das Problem ist, ich erlebe ja nichts. Also, ich habe ja letztens von meinem eBay-Erlebnis, meinem Kleinanzeigen-Erlebnis erzählt. Am Positiven. Ja, also das war schon bisher das Beste. So, dann trinken wir halt einen Schluck, okay? So. Ja. Was könnte man sonst noch sagen? Ich könnte noch sagen, dass ich wieder keine Ahnung habe, wo er hingeht. Ich bin froh, dass der gute Mann einen Autopilot kennt. Also, heute ist ein schöner Tag. Aber es ist nicht so warm wie gestern. Gestern war es schön warm. Guck mal, wenn man schon vom Wetter redet, weißt du, was los ist hier. Da hat man sonst nichts anderes zu erzählen. Nee, ernsthaft jetzt. Gestern und vorgestern waren es irgendwie so 20 Grad oder so, glaube ich. Ich habe 3 Tage am Stück frei gerade. Wir haben kurz nach Ostern und ich habe 3 Tage am Stück frei, weil ich halt über Ostern, über die Feiertage quasi durchgearbeitet habe. So, also nicht quasi, habe ich. Und deshalb jetzt hier habe ich jetzt nach Ostern 3 Tage frei. Das ist eine feine Sache. Freundin ist auf Arbeit. Ich kann hier in Ruhe den ganzen Tag zocken. Kann ich auch, wenn es da ist, aber da will ich ja mit ihr reden und so. Und sie auch mit mir. So, jetzt habe ich 3 Tage frei. Von den 3 Tagen waren 2 Tage wirklich schönes, super schönes Wetter. Perfekt, um drin zu sitzen, den ganzen Tag vom PC und zu zocken. Ach, wie schön. Na, immerhin. Ich hab ein bisschen Wäsche gemacht und sowas und ein bisschen aufgeräumt. Und Essen gekocht habe ich sowieso. Also Essen kochen ist sowieso meine Arbeit. Rein theoretisch ist Geschirr in die Spülmaschine räumen und ausräumen, ist rein theoretisch, so war es mal vor Hunderten von Jahren abgesprochen,
ist das eigentlich die Arbeit meiner Freundin, weil ich das einfach nicht gerne mache. Funktioniert nicht wirklich gut, also mache ich das eigentlich auch noch. Wäsche mache ich sowieso. Aufräumen tun wir uns natürlich teilen. Wir teilen uns das insofern, als dass ich oft, nicht immer, aber oft aufräume. Und sie zumindest die Füße hochhebt, wenn ich irgendwie Zeugs aufheben will oder so. Immerhin. So, ihr merkt schon, das ist hier eine sehr schön geteilte, mit klar definierten Sachen, unsere Partnerschaft. Aber naja, so ist es halt. Dafür sieht sie gut aus. Ich meine, sie muss sich halt mit mir rumschlagen, dafür räume ich halt auf. Und sie räumt halt nicht auf, dafür sieht sie gut aus. Siehst du? Problem gelöst. Super Sache. So, dann haben wir das jetzt auch. Wetter haben wir abgecheckt. Junge, ich habe noch so viel Weg vor mir. Ei, der Schlacks, ey, von der Ei. Was könnte man denn noch Feines erzählen? Ich habe ja wirklich gar keine Ahnung. Das ist so eine dumme Folge. Ich könnte jetzt natürlich hingehen. Und was? Neuer Abonnent? Cool, danke. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und könnte irgendwas auf dem Handy vorlesen. Aber das würde ich natürlich nicht machen. So weit kommt's noch. Nee. Was ist denn das für einer? Erstellte Playlists. John Wayne und John Ford Playlist. Okay. Ja, doch. Wandern. Releier. Mittelaltermusik. Ja gut. Danke für das Abo. Könnt ihr übrigens auch machen. Kostet nix. Könnt ihr aber gerne bezahlen. Ich wüsste nur nicht, wo ihr bezahlen wollt. Weil, keine Ahnung. Ich nix monetarisiert. So. Oh cool, haben wir auch ein bisschen Werbung gemacht. Das Ding Werbung, könnte ich schon mal ein bisschen... Ich meine, wie hoch ist die Chance, dass das jemand sieht, wenn ich jetzt was sage? Gering. Wenn die, also... Es passiert hier gerade nichts. Da interessiert sich eh keiner für. Und wenn die dann hören am Anfang der Folge, dass das eine Folge wird, wo ich 40 Minuten laber, schalten sie eh alle ab. Also, so. Die Sache mit der Werbung. Folgendermaßen. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, dass ich eigentlich nie sage, ja, klickt den Like-Button und abonniert oder wie das heißt und drückt die Glocke und lasst mir ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Das hier ist mein Patreon-Ding, hier ist ein Fundet mich auf GoFundMe, wirft mir was in die Kaffeetasse, gebt mir all euer Gold. Das mache ich sehr selten, so geballt überhaupt nicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Mich nervt das. Also mich nervt das halt bei anderen YouTubern. Was heißt nerven? Es ist mir schon klar, warum es gemacht wird, ja. Von hier sitzen und The Longing zocken, verdienst du kein Geld. Du verlierst sogar Geld, weil in der Zeit, wo ich jetzt hier sitze, könnte ich ja was Produktives machen. Oder so. Könnt ja, keine Ahnung, programmieren. So, und deshalb musst du halt natürlich Werbung für deinen Kanal machen und so sagen, ja hier, Abo und Like und tralala hin und her. Es gibt sogar Leute auf YouTube, hier, Skis, fällt mir gerade ein, der macht das ja immer richtig cool mit der Werbung, wo er die so geil einbindet. Da guckst du die Werbung, da freust du dich schon drauf. Wie zur Hölle will er jetzt diese Brücke machen? Ja, egal, um für Emma Matratze Werbung zu machen oder so. Ja, aber so grundsätzlich, ich persönlich als Privatperson denke mir so, oh, das macht er wieder Werbung. Und wenn es dann halt wirklich so Werbung ist, ja, hier Holy Energy Drink, bla bla bla, dann spulst du vor. Scheiß drauf, weißt du? Und deshalb habe ich halt einfach beschlossen, ey, nee, mache ich nicht, weil will ich nicht. Weil ich mache das ja für mich. Also, für euch natürlich. Aber zum Großteil, weil ich das eh zocken würde. Und, damit ich nachts oder abends das gucken kann zum Einschlafen. Und da wird es mich selbst stören, wenn ich dann höre, dass ich selbst Werbung mache. Ich sag nicht, dass das nicht kommt. Vielleicht werde ich ja mal reich und berühmt oder kriege irgendwann mal, keine Ahnung, genug Abonnenten, glaube ich, brauchst du.
damit du überhaupt dich anmelden kannst oder so irgendwie. Ich bin da noch weit von entfernt, so. Und deshalb mache ich das halt einfach nicht. Aber ich gönne es jedem natürlich, also sobald du halt Reichweite hast, ja, na klar, wenn es Leute gibt hier, dann drückt bei denen die Glocke. Okay, die Glocke. Okay, Moment, das nehme ich raus. Drückt nicht die Glocke, auf keinen Fall. Das ist voll dumm. Also ihr könnt sie natürlich gerne drücken. Also die Glocke ist, soweit ich das erinnere, sobald dann ein Video online geht oder der irgendwas schreibt oder ein Pups auf YouTube lässt, kriegst du eine Benachrichtigung geschickt. Wer will denn sowas? Weißt du, wie viele Abos ich habe? Ich habe keine Ahnung, mindestens 300 Abos. Also so verschiedene Kanäle, die ich abonniert habe. Wenn jeder, der ein Video hochlädt, wenn ich da die Glocke gedrückt hätte und würde eine Nachricht kriegen, Alter, mein Handy, das hätte innerhalb von 20 Minuten wäre der Akku leer. Kannst du nicht bringen. Drück nicht die Glocke. Das ist dumm. Das mache ich auch nicht. Ich tue auch dauernd ausschalten, dass ich keine Benachrichtigungen von den Leuten kriege. Ich habe die Leute, die mich interessieren, da habe ich ein Abo draufgeschmissen. Das heißt, ich sehe die in meinem Abo-Feed. Die gehe ich halt einmal am Tag, wenn ich auf der Couch liege. Ich gucke YouTube auf dem Fernseher nur, eigentlich fast nur. Und dann gehe ich da durch und dann gucke ich mir alles an, was mich interessiert. Brauche ich keine blöde Glocke. Also mach die Glocke nicht, das ist dumm. So. Siehste? Und das ist auch der Grund, warum dieser Kanal nie groß werden wird, weil ich so kacke sag, dass die Leute garantiert nicht dazu animiert, mich zu liken oder eine Glocke oder was weiß ich was alles zu drücken. So, weil ich's dumm finde. Okay, haben wir das auch geklärt. Also, Werbung auf YouTube, feine Sache. Kann ich voll empfehlen. So, wird hier eh keiner sehen und deshalb kann ich das jetzt hier sagen. Ich tue mich halt schwer damit, auch außerhalb von YouTube oder sowas, meinen YouTube-Kanal oder Let's Plays da zu bewerben. Ich bin halt noch im Maniac-Forum. Das hat übrigens ein neue App-Programm, was weiß ich was gekriegt. Guckt euch mal an. Also das alte Maniac-Forum. Nicht das, was er über die Webseite kriegt, sondern das coole Maniac-Forum. Heißt gar nicht mehr Maniac-Forum, heißt... Moment, wie heißt denn das? Ich muss mal selbst gucken. Heißt das jetzt M-Forum? Nö, das heißt Maniac-Forum, aber habe ich doch gesagt. Das M-Forum wäre dann, oder M-Games-Forum wäre dann, das ist auch egal. Ist so. Da bin ich halt drin und irgendwann wurde es meiner Freundin zu dumm. Also da gibt es dann auch Threads, die sowas heißt wie, ja, das Maniac-Forum streamt oder sowas. Und dann ist die Freundin so, hier, schreib doch da auch mal was rein. Ja, aber komm, Let's Play, weißt du, die guckt keiner. Das sind alles alte Männer, so wie ich. Die interessieren sich nicht für Let's Play. Doch, schreib doch mal rein. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Dann hat sie geschrieben, hier, da, ich muss mal ein bisschen Werbung für den machen. Ja, war mir irgendwie peinlich. Und dann bin ich dann doch mal, also dann war noch ein zweites Ding, wo noch jemand für mich Werbung gemacht hat. Da dachte ich mir, ey, das kannst du nicht bringen. Du kannst jetzt nicht andere Leute... Wenn andere Leute schon Werbung für einen machen, vielleicht sollte ich auch mal selbst was sagen. Hier, dann habe ich dann doch ein oder zwei Posts mal abgesetzt. Hier, da, guck, das ist mein Kanälchen, da spiele ich Let's Play. Das gibt's da und hin und her. Und ich habe mir dann auch hoch und heilig vorgenommen, heißt das so, dass immer mal wieder, wenn ich ein neues Spiel spiele, da ich ein paar Sätze dazu schreibe und das dann da reinschmeiß. Habe ich das gemacht? Nicht wirklich. Also ja, zu I Am Jesus Christ, was ich gerade noch spiele. Kommt halt drauf an, wann ihr gerade diese Folge seht, aber im Moment läuft's noch. Ansonsten könnt ihr es ja gucken. Werbung, habe ich ein paar Sätze dazu geschrieben, so. Aber es fällt mir halt wirklich furchtbar schwer, Werbung für mich zu machen. Also so irgendwo auf Social Media, wo ich nicht wirklich stattfinde, außer Mastodon oder so, da zu schreiben, ja geil, hier habe ich alles und und kommt zu mir und könnt da was weiß ich was sehen. Alles super, alles geil. Da geht sogar die Oma steil, keine Ahnung. Fällt mir irgendwie schwer. Ich kann noch nicht mal sagen, warum. Es ist halt einfach so. Wahrscheinlich, weil ich halt glaube, dass das halt hier keinen interessiert. Ich meine, wer guckt sich denn ein Let's Play von The Longing an? Das ist das dümmste Let's Play, was es gibt. So. Aber deshalb kann ich es halt hier sagen, jo, feine Sache. So sieht es bei mir aus mit der Werbung. Boingi, boingi.
Und so ist es und so bleibt's. In enge Hose reibt's. Wie der Fachmann sagen würde. Okay. Ja. Jetzt bin ich wo genau? Ich bin jetzt kurz davor, in die Dunkelheit zu gehen, oder? Okay, also ich glaube, wir sind jetzt im letzten Viertel. Also es kann ja nicht mehr so lange dauern. Hoffe ich zumindest. So. Dann gucken wir ein bisschen aufs Handy. Ins Maniac Forum. Was haben wir denn da? Um was geht's gerade? Ich habe keine Ahnung. Hey, Mann. So, zeig mal her. Gaming. Ja. Keine Ahnung. Mir alles egal. Crimson Desert ist gerade der heiße Scheiß unter den alten Männern. Habe ich mir auch überlegt zu holen. Aber es ist halt Open World. Ich hab mit Open World Schwierigkeiten, das in ein Let's Play zu bringen. Versteht ihr? Also so, wenn du halt eine Story hast, eine richtige Story, an dem du dich entlanghangeln kannst, super Sache. Aber wenn du einfach nur in eine Sandbox geschmissen wirst, hier, mach mal. Ja. Siehe Hytale. Meinst du vielleicht, ich hätte Hytale gespielt, wenn meine Freundin nicht gesagt hätte, wir zocken das jetzt zusammen, du Schwaller. Und ich habe tierisch Spaß dabei. Aber alleine. Ja. Und Hytale ist ja das Extrembeispiel. Das hat ja überhaupt keine Story oder so irgendwie was. Geht ja gar nichts. Also im Moment, es ist ja noch Alpha, Beta, Gamma, was weiß ich was. Early Access Gedönse halt. Und ich meine, ich habe über 80 Folgen oder sowas. Läuft auch noch. Zumindest die erste Staffel haben wir sie genannt. Wir haben jetzt hier, im Moment haben wir gerade, super, oder? Wir zocken The Longing und ich rede über Hytale. Egal. Wir haben da gerade das große Lanzenstechturnier ausgerufen. Wir haben uns eine Lanzenstechbahn. Sag mal, war hier schon immer so hell? Wird gar nicht dunkel. Okay, wir haben hier so eine Lanzenstechbahn gebaut, wo man so mit Schienen und so, wo man dann so auf sich gegeneinander so zufährt so. Und dann muss man halt mit der Hellebarde zuhauen. Und nach 3 gut gezielten Treffern zerbricht das Kart, das Minenkart, wo man drin sitzt. Und naja, wer zuerst aus dem Kart fliegt, weil das Kart halt kaputt ist, der hat halt verloren. So, ist irre witzig. Und das haben wir jetzt halt gebaut, die letzten 3, 4 Folgen sowas. Und haben jetzt in der, keine Ahnung, wann das rauskommt, in der letzten Folge halt Testlauf gemacht, das große Lanzenstechen. Ohne Lanze, mit Hellebarden und mit Streitknüppeln und mit Maschinengewehren und was weiß ich was wir alles auf uns geworfen haben und sowas. Und das war schon richtig cool. Aber dann ist jetzt auch erstmal genug. Und dann warten wir ein bisschen. Das verkünde ich jetzt hier in The Longing, dass dann Hytale noch eine Folge oder so gibt, wo wir uns dann schön verabschieden in die zweite Staffel. Wann dann die zweite Staffel kommt, wir lassen mal ein paar Updates geschehen und dann gucken wir, wann wir eine zweite Staffel machen. Die machen wir dann, wenn wir Bock haben. So, weil Freundin hat gesagt, sie würde mal gerne was anderes zusammen mit mir spielen. Könnte sie auch einfach so machen. Das Problem ist, dass wir halt nicht wissen, was. Wir haben ja, habe ich ja auch schon hier, glaube ich, drüber erzählt, dieses Age of Barbarian Chronicles oder sowas, was so ein Brawler ist, im Stop-Motion Sword and Sorcery Theme mit viel Blut und Gedärm und sowas, was man zu zweit im Koop spielen kann, was ja aber in Deutschland nicht erhältlich ist. Warum auch immer. Ich müsste es dann irgendwo aus dem Ausland einen Key bestellen. Die Frage ist halt, kriege ich es hier aktiviert? Und die andere Frage ist, wo kriege ich denn so einen Key her? Und wenn die sehen, dass das ein französischer Key ist, falls es das gibt, wird der dann laufen? Man weiß es nicht. Das ist alles so, Ja, und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich da zu einem französischen Key kommen sollte. Ich muss mal überlegen. Okay, doch, eine Kollegin habe ich. Da weiß ich zumindest, dass sie zockt und die wohnt in Frankreich. Die Frage ist halt, hat sie dann einen französischen Account? Die müsste ich mal anhauen. Da müsste ich mal sagen, hier Mädel, guck mal,
Ist das möglich? Hast du Steam? Ich weiß ja gar nicht, ob sie Steam hat. Ja, egal. Aber stimmt, ja, das ist eine gute Idee. Die muss ich mal anschreiben. Melli, wenn du das hier siehst, mach dich drauf gefasst, dass du was gucken darfst für mich. Okay. So. Aha, es werde Licht. Oder? Nicht. Also ich sehe zumindest hier den Boden. Aha, gucke. Jetzt gehe ich gerade hoch. So. Okay, dann wird es hier doch nichts mit dem Licht. Dann muss ich noch ein bisschen weiter labern. Falls ihr euch wundert, warum ich mich so oft räusper, ich hoffe halt, ich versuche halt immer das Mikrofon auszumachen. Liegt halt daran, dass ich gerade erst aufgestanden bin. Dann bin ich eh noch, weißt du wie es ist morgens, bist du noch ein bisschen verschleimt und so. Dann habe ich mir gleich als allererstes hier eine Mate gegönnt. Die hilft da auch nicht wirklich dabei, vor allen Dingen nicht beim Rumsitzen, wenn man sich dann bewegt und sowas. Und dann ist das gut, aber wenn du sitzt und das ganze Schleim aus der Birne dann so runterläuft, das ist jetzt nicht so, das wollt ihr auch gar nicht hören. So, wollte es ja nur erwähnt haben, dass ihr wisst, warum ich hier so verschleimt klinge. So, guck mal, ich kann euch noch ein bisschen Lebensweisheit geben, wo wir gerade das hier sehen. Das da ist die geilste Erfindung überhaupt. Ohne Scheiß. Ich weiß, dass ich da auf einer eher kleinen Meinungsseite stehe, aber ohne Scheiß, diese festen Deckel an Plastikflaschen, ich finde die so super. Und die werdet ihr auch super finden, wenn ihr entweder in der Gastro arbeitet, wo Leute irgendwo offene Flaschen ohne Deckel rumstehen lassen und du darfst sie dann einsammeln und irgendwo hinschmeißen und die werden dann in den gelben Sack geschmissen und dann sifft die ganze Scheiße da raus und dann ist plötzlich, wenn die Deckel dran sind, wo früher aber locker, keine Ahnung, gut 40% aller Flaschen entweder keinen Deckel hatten oder nicht gescheit zugeschraubten Deckel, sodass das Zeug rausgesipscht ist, sind es jetzt vielleicht noch 20% oder so, wo der Deckel nicht drauf ist, also nicht zu ist. Ich würde sogar sagen weniger, es sind vielleicht noch 10%, 5%, wo der Deckel nicht drauf ist und nicht gescheit zugedreht ist, weil er jetzt halt einfach dran ist und wenn er da ist, dann kannst du ihn nicht verlieren, machst ihn drauf. Und ich fahre ja jeden Morgen auf Arbeit, ich habe 30 Kilometer Arbeitsweg durch den Wald, von Dorf zu Dorf. Zwischen zwei Dörfern ist übrigens gut 20 Kilometer, wo nichts ist, wie nur Wald. Pfalz halt. Feine Sache. Fahre ich auch gerne. Also ja, die Strecke könnte ein bisschen kürzer sein, aber sie ist schön. Ich habe meine Ruhe, ich habe Wald, alles gut. Und da habe ich vorne so zwei Becherhalter, sag ich mal. Und da habe ich halt so Becher drin. Im linken Becher ist mein Portemonnaie meistens, wo ein Schlüssel dran ist, Haustürschlüssel. Das sollte ich vielleicht so nicht sagen. Egal. Und im rechten Becher, der ist, da sind so Einkaufs-Euro-Dinger da drin und eine Plastikflasche. Und wenn ich dann morgens auf Arbeit fahre, dann trinke ich immer einen halben Liter Sprudel. Also Mineralwasser. Einfach, damit ich schon mal einen halben Liter gesoffen habe und auf dem Rückweg trinke ich noch einen halben Liter. Da habe ich schon mal einen Liter Wasser am Tag getrunken. Feine Sache. So, und dann mache ich immer die Flasche, nehme sie immer, plopp sie da rein und trinke dann da immer draus während der Fahrt. Und das ist irre praktisch mit diesem Deckel da, weil vorher musstest du halt aufschrauben, dann musstest du den Deckel irgendwo hinlegen, dann hast du ihn nicht mehr gefunden und was weiß ich was. Und jetzt kannst du halt einfach zur Not hingehen mit einer Hand hier, kannst so machen, reicht ja als schon beim Autofahren. Fahrst jetzt nicht so huppel oder so, reicht schon. Oder ich lasse es halt einfach auf. Jetzt gibt es allerdings Leute, die dann sagen, ja, aber wie machst du das? Es gibt da nämlich ein Problem. Wenn die Flasche rechts drin ist, ihr müsst das halt jetzt spiegelverkehrt denken. Ich habe meine Kamera nicht gespiegelt, weil ich das dumm finde. So, das hier ist rechts, das ist mein rechter Arm, ne? So, wenn das die Flasche ist und ich nehme meinen rechten Arm, um die Flasche hochzuheben und dann trinke ich was und dann mache ich die Hand weg und dann macht's hier plötzlich, Moment, blub, und dann komme ich immer an den Deckel dran. Mann, ist das ein Scheiß. Das wäre doch viel besser, wenn der Deckel nicht dran wäre. Dachte ich mir so einige Zeit. Nee, dachte ich nicht. Ich dachte nur, das ist irgendwie kacke, immer wenn ich die Flasche wieder reinstellen will, dass ich dann den Deckel umknick. Und dann kam die Erleuchtung. Geil, oder? Wenn ich dann hier die Hand hab und die Hand so wegmache, bleibt der Deckel trotzdem offen und ich kann so trinken. Krass, oder? Unglaublich, was alles gibt. So.
Ja, das ist jetzt nur mein Dingensbummens hier von wegen mein Arbeitsweg und meine Art, Getränk zu trinken. Aber ich bleibe dabei, diese Deckel, saugute Erfindung. Also wirklich, ja, es gibt welche, wo dann der Deckel da so lapprig dran ist und die nerven und klappen sich zu. Das ist aber nicht die Schuld von der Idee. Das ist die Schuld von den Herstellern, die lapprige Deckel da dran. Ich meine, guck dir den an, den Deckel. So, drückst nach unten, dann bleibt der da. Ich würde jetzt gerne die Flasche rumdrehen, geht nicht, sonst leere ich mir die Sippsche über. Dann bleibt der da. Warum? Weil der Hersteller geschnallt hat, okay, dann müssen wir einen gescheiten Deckel dran machen, dass der schön aufgeklappt bleibt. Und wenn ihr Hersteller habt, bei denen das nicht so ist, wo der Deckel nicht aufgeklappt bleibt, dann habt ihr die Wahl. Ärgert ihr euch jetzt weiter? Oder sucht euch einen anderen Hersteller. Also, keine Ahnung. Wenn es halt irgendeine Marke ist, die halt so Scheiße baut und ihr mögt halt diese Marke, ja, dann habt ihr halt Pech. Dann schreibt die an und sagt, Alter, macht mal gescheite Deckel, dass die nicht dauernd zurückschnuddeln. Die sollen schön aufgeklappt bleiben. Und vielleicht bringt's ja was. Vielleicht hilft das zu verstehen für die Hersteller, dass wenn sie keinen gescheiten Deckel hinmachen, dass dann die Leute abhauen. Das juckt wahrscheinlich zum Beispiel jetzt Coca-Cola relativ wenig oder so, glaube ich. Aber Coca-Cola hatte ja schon immer, gerade wenn es um Deckel geht, das waren ja immer die größten Drecksäue überhaupt. Also ganz im Ernst jetzt, Coca-Cola, könnt ihr euch noch an die Deckel vor dem da erinnern? Wo du so abgemacht hast und dann hat sich unten wie so stachelige Tentakel, so zwei Dinger hat sich dann so abgespreizt und es hat dir in die Hand geschnitten und es hat gepiekt und wenn du dann die Deckel drauf gedreht hast und dann wieder dran drehen wolltest und hast es irgendwie nicht gescheit gegriffen und dann hat es dir so richtig in die Hand reingestochen, hey. So eine Scheiße. Echt jetzt, Coca-Cola. Das war so ein Dreck. Richtiger Dreck. Also so ein Quatsch war das. Also ganz ehrlich, wenn ich zu der Zeit, als die Deckel noch so waren, wenn ich da Cola oder Coca-Cola oder was weiß ich was getrunken hätte, was ich nicht hab, das wäre ein Grund für mich gewesen, die nicht mehr zu kaufen. Egal wie gut es ist. So. Ich war, wenn es um Cola ging, oder bin Team Pepsi. Wobei ich Cola nicht so mag, aber Schwippschwapp von PepsiCo ist ja wohl das geilste Gesöff überhaupt. Das ist so richtig schön sipschig. Weißt du, das sind nicht so große Kohlensäureperlen drin, sondern eher so kleine. Das geht runter wie Nudelsuppe. Es ist so geil. Schwippschwapp ist das Geilste, was es gibt. So, haben wir jetzt das Coca-Cola-Jünger jetzt auch beleidigt. Sehr gut. Was könnte man denn noch beleidigen, um einen kleinen Shitstorm? Ich mag Held der Steine nicht. Oh, das war richtig übel. Stimmt nicht ganz. Ich finde den Typ soweit schon voll okay, außer dass er den Dimensionsblick hat und dir in deine Seele, der guckt dir durch deine Augen in deine Seele hinten dran vorbei. So guckt der als. So. Na jedenfalls, ich bin einer von denen, die sich vom Held der Steine beleidigt fühlen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der geht halt hin und bezeichnet, mittlerweile in den letzten paar Videos jetzt ist es besser geworden, aber er hatte mal eine Phase, wo er halt wirklich jeden, der Lego gekauft hat, jeden beleidigt hat und zu jedem gesagt hat, ja, das sind so die Schafe, die sind halt doof, die wissen es nicht besser, die muss man halt zurücklassen, wer es nicht besser weiß, wer Lego kauft, ist dumm. Sowas hat er halt gesagt. Und ich denke mir so, Alter, sag mal, hat's dir ins Hirn geschissen oder was? Geht's dich einen Scheißdreck an, für was ich mein Geld ausgebe? Dann hat er nur, also nicht, dass er extrem auf Lego gebasht hat und die Preise sind zu hoch. Ja, da hat er voll mit Recht. Womit er kein Recht hat, ist einfach mal Leute beleidigen, nur weil sie Lego kaufen. Junge, wenn ich's mir leisten kann und wenn ich Bock drauf hab, so ein Gameboy von Lego zu kaufen, weil ich das irgendwie lustig finde und ich bin dafür bereit, 45 € zu zahlen oder von mir aus 300 €, weil ich das okay finde, keine Ahnung, weil ich denke, scheiß drauf,
Für die 300 Euro, das Ding, ich habe es für 42 Euro gekauft, aber wenn es 300 Euro gewesen wären, ich würde sagen, ey, ist es mir wert, dann wäre es mir das wert. Dann brauche ich mir von dir nicht sagen zu lassen, dass ich ein Depp bin oder sowas. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das teuer ist. Okay? Held. Das bin ich mir bewusst, da brauchst du mich nicht zu beleidigen, du Affezippel. So, das war jetzt nur die Rückbeleidigung, aber jetzt höre ich auf. Eigentlich ist das schon in Ordnung, ich gucke ja auch seine Videos. Am liebsten gucke ich halt alles, was nicht Lego ist, weil es mir dann irgendwann halt wirklich auf den Sack ging, dass er, also bei manchen Videos, dass er halt, da ist halt aufgefallen, dass er wirklich, also so kam es mir vor, dass er wirklich mit Hängen und Würgen und auf Teufel komm raus irgendwas zu meckern sucht. Irgendwas. Er muss da jetzt halt meckern. Ist ganz wichtig. Wenn er nicht über den Preis meckert, dann sowieso immer. Lass ihn. Es ist so sein Ding halt. Aber wenn er über den Preis gemeckert hat und sonst nichts findet, das ist schlecht. Dann muss er irgendwas finden. Guckt euch mal, ich glaube, ja, das Gameboy-Video an. Und guckt's mal an, nicht mit, oh, der große Held, ich glaube alles, was er macht, ich tue alles sagen, was er will. Seine blöde Kuschel-Community, wie er sie nennt, die ist schlimm. Das ist einfach nur ein Mob von 13-Jährigen, die alles, was nicht in ihrem Kram passt, niedermachen. Ey, was soll das? Und da kann er noch 5-mal sagen, hier bleibt friedlich. Wenn er der Chef ist und jeden niedermacht, der Lego kauft, macht er jetzt nicht mehr so, hat er aber mal Zeit gehabt, dann braucht er sich nicht zu wundern, dass seine Community, die aus scheinbar 12-Jährigen besteht, dass die dann Amok laufen bei anderen, wenn die was gegen Lego sagen oder was für Lego sagen. So, egal. Wo war ich? Guckt mal das Lego-Video an. Das Lego Gameboy-Video. Das war noch zu der Zeit, wo er viel über Lego gelästert hat. Also generell alles Lego doof. Und ich glaube, das Einzige, was er gefunden hat, der Preis, okay. Wobei der Preis war, ich glaube 70 hätte er normal kosten sollen. Ja, weißt du, okay. Dann hat er so den Preis, was er noch gefunden hat als Lästerei, die Verpackung. Weil ihm die Schachtel zu groß war. Also nicht irgendwie das Design oder sowas. Nein, die Verpackung, die ist mir zu groß. Ja, das ist ein Händlerproblem, Junge. Dann kauft ihr größere Regale. Hilfe, der Kunde kriegt mehr, wenn es nur eine große Verpackung ist. Und das kannst du dann angreifen oder was, weil die Packung so groß ist. Dann, was halt auch noch witzig ist, Aufkleber. Bin ich bei ihm. Drucke sind natürlich geiler. Wenn dann aber ein Druck drauf ist und der ist halt kacke und dann wird halt auch gemutzt, okay. Jetzt gab es bei dem Gameboy Aufkleber dazu. Und da war es halt schon... Ich glaube, das hat er nicht richtig bemängelt, er hat es angemerkt, muss man dazu sagen. Sorry, meine Katze blättert hier gerade. Warum auch immer. Weil ich mit ihr rausgehen soll. Habe ich auch keinen Bock drauf. So, er hat halt angemerkt, dass da ja Aufkleber sind, weil das ist ja so ein Gameboy und da waren so 3 Gameboy-Module dabei. Und da hat er angemerkt, dass das ja nur Aufkleber sind. Ja, hat er recht, sind nur Aufkleber. Bei Autos bemängelt er, dass das überhaupt nicht aussieht wie das Auto, das Formel-1-Auto zum Beispiel. Aber dann bemängelt er, dass da Aufkleber auf die Module draufkommen, wie beim Gameboy, wie bei den Originalmodulen. Die waren da auch nicht bedruckt, da waren auch Aufkleber. Aber das, wie gesagt, er hat es, glaube ich, nicht bemängelt. Er hat es halt angemerkt und witzig gefunden. Also so, ja, Druck wäre geiler, aber Aufkleber ist schon original. Aber generell... Er hatte recht wenig zu lästern und ja, Farbseuche, geh kacken, Alter. Wenn man es nicht sieht, ist mir das scheißegal. So, und also dieses Gameboy-Ding halt, wo ich mir dachte, Junge, wirklich, du tust jetzt, also jetzt die Packung, echt jetzt, fällt dir nichts Besseres ein? Naja, also wenn ihr mal die Videos guckt, wenn ihr bisher halt Fanboy wart von ihm, guckt mal die Videos mit im Hinterkopf, du willst dir ein Lego-Teil kaufen. Irgendeine Lego-Sache gefällt dir und du kriegst es geschenkt. Du kriegst das Lego-Ding geschenkt. Und du willst dich informieren, taugt das was. Und dann guck mal ein Held oder Held der Steine Video. Mit dem Ding im Hinterkopf, ich hätte gerne Kaufberatung.
Ich habe das Geld, ich möchte dieses Teil und dann guck mal mit dem im Hinterkopf und du wirst feststellen, dass er sehr viel als lästert. Sachen, die einfach komplett... Junge, das kann man anmerken, kann es erklären, aber da brauchst du jetzt nicht so ein Fass aufzumachen. So, haben wir jetzt genug über Held der Steine gelästert? Sehr gut. Haben wir vorhin ja gesagt, ich mache zu wenig Werbung für meinen Kanal. Das wird die Leute auf meinen Kanal locken. Ah, ich warte schon auf den Shitstorm. Ja, mir egal. Schalte ich die Kommentare aus. Ja, Quatsch, da wird nichts kommen. So, guck mal hier. Wir haben es aber recht gut geschafft. Wir sind schon fast da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir sind schon fast da. Jetzt muss ich gucken. Was haben wir denn? Noch 22 Stunden, also es ist quasi... Moment mal, wo ist denn die Maus? Da. 0 Uhr ist Mitternacht. Also das hier so... 0 Uhr beginnt der Tag. Wir sind jetzt 8 Stunden im neuen Tag. Heißt das... Oder ist 0 Uhr Mitternacht? Also das ist ja keine Uhrzeit. Das ist ja eine Stundenanzeige. Also 8 Stunden nach neuer Tag müsste eigentlich 8 Uhr morgens sein, oder nicht? Hm. Wir werden sehen. Und dann gehen wir mal hoch und dann stellen wir uns mal ein bisschen an Abort. Vielleicht kommt ja jemand. Vielleicht kommt ja jemand und ja. Alter, geht das so weit hoch? Echt jetzt? Ah ja, okay, hier ist die Strickleiter, alles klar. Vielleicht kommt da jemand und lässt einen Eimer runter. Und diesmal müssen wir dann schnell sein. Also das ist so mein Plan jetzt. Ich bleib dann auch nachher einfach oben sitzen und guck halt immer mal wieder rein. Hat ja beim letzten Mal fast geklappt. Da war ja jemand und hat ein Eimerchen runtergelassen, aber ich war zu langsam, weil ich es nicht geschnallt habe. So, also der Plan ist, dass ich jetzt da hochgehe, gucke, ob da jemand kommt und dann ganz schnell nach rechts, da Leiter runter und dann da nach rechts gehe zu dem Brunnen und gucke, ob ich in den Eimer komme. So, das ist mein Plan. Und vielleicht funktioniert's. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich halt Pech. So. Okay. Ich sehe schon mal keinen. So, wir gehen dahin. So. Da sind wir. Dann würde ich jetzt mal sagen, haben wir noch irgendeine Gruppe, die mich dumm anmachen könnte, wo ich dann auch ein bisschen dumm babbeln kann? Nee, da trinke ich noch was. Wie lange muss ich hier eigentlich stehen und warten, bis da jemand kommt? Oder, also das letzte Mal war es ja 17. Also zur Stunde 17 oder wie man es nennt. Ist das immer dieselbe Uhrzeit? Weiß ich halt nicht. Müssen wir rausfinden, so. Nee, das soll sich schon so rumdrehen. Ich will da gucken, wenn da jemand kommt. Kommt aber gerade keiner. Beenden wir die Folge hier. Ich werde dann hier oben einfach sitzen bleiben. Werde alle furzlang oder so. Alle furzlang lasse ich's laufen. Nee, ich werde das wahrscheinlich wieder auf dem anderen Screen oder so laufen lassen. Was? Ah, ich dachte, da kommt wer. Hat sich so angehört, da hat's gerollt, gegrollt. Ja, werde ich laufen lassen und dann mal gucken, wenn jemand kommt, dass ich das dann irgendwie hinkriege. Mit dem, dass wir den dann abfangen. Okay? Gut, danke. Mann. Immer wenn da ein Stein runterfällt, denke ich, da kommt jemand. Tschüss, bis irgendwann. Piu.